Haut Montag von der 2. Oktavwoche begrüße ich euch ganz herzlich aus der Kathedrale Notre-Dame von Lützeburg. Am Kader von der Oktav, die dieses Jahr unter dem Thema Schönheit vom Glauben steht, überdrohe mir von heute Pontifikalandacht. Sie wird präsidiert vom Weihbischof Leo Wagner. Als Anfang sagen wir, Heilig Maria, du prächtige Frau, vom Abbé Laurent Dres. Bei der Aussetzung Dieu fait de nous en Jésus-Christ, Magnificat 1049, die Regina Zöli, Magnificat 574, beim sakramentale Segen den Tantum Ergo 5. Ton, und als Schlusslied Glorreiche Königin, Magnificat 879. Der Domorganist, den Herr Paul Breich, spielt als Sorti Passacaglia a Re mineur vom Dietrich Buxtehude, Werkeverzeichnis 161. Kantore sind Madame Helen Neissen-Schneider an den Herr Luc Nilles. Thema von der Predigt vom Oktavprediger, dem Pater Theo Klein, als Haut, von der Not und dem Segen des Gebetes. Dem Herrgott jo gesot, komm, Hölle weiß mat engem Rot, du hast net lang vier Wag gefrot, mach du eis Mut zur guter Dot. Goufst du gelegt, du hast gefolgt, wo's berät, dei Glaven drauf dich durch erlebt, stärk eise Glaven, stärk eis Fred.
hast die Frau die nie geklot. Du stehst beim Kreuz es nicht versot. Du hast dich ganz ob Gott verlos. Stärk du als Hoffnung, mach sie groß. Heilig Maria, du prächtig Frau, leib Mutter Gottes, du mächtig Frau. Du liest voll Fried und der Herrlichkeit. Du bist den Kanner, den am Lied. Du bist den Kanner, den am Lied. Denn Jesus lebte dich gedrohen, viert Mönche willst du alles wohn. Du baseng Mam so Gott so treu, stärk du als lebt, da gib mir nein. Heilig Maria, du prächtig Frau, leib Mutter Gottes, du mächtig Frau. Du liegst voll Fried und der Herrlichkeit. Du bist den Kanner, den am Lied. Du bist den Kanner, den am Lied. Wird du für Eis lebt Richterin, dat mir als Madene verstehen. Wird du für Eis Gott Königin, dat ob der Welt soll Friede sein. Heilig Maria, du prächtig Frau, leib Mutter Gottes, du mächtig Frau. Du liegst voll Fried und der Herrlichkeit. Du bist den Kanner, den am Lied. Du bist den Kanner, den am Los mal beten. Herrgott, unser Pap, du bist barmherzig. Du geseist all Trost. Der Sonn hat Kreuz Maria sing Mam auch eis zur Mam gin. Lauscht ob eis patrinisch, die für eis schwätzt. Erschenk eis an all Not, dein Trost an den Hölle. Dafür biete mir durch Jesus Christus, dein Sohn, als ein Herr an unser Gott, den an der Einheit vom Herrlichen Geist mit dir lebt, an Herras, an all Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. Als Jesus in den Himmel aufgenommen worden war, kehrten die Apostel von dem Berg, der Ölberg genannt wird und nur einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf,
wo sie nun ständig blieben. Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn Alpheus, und Simon, der Zelot, sowie Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Lieben Herr Erzbischof, lieben Herr Weihbischof, lieb geistlich Mitbrüder, lieb Pilger hier an der Kathedrale und noch all die, die mit uns über die Medien verbunden sind, all die Ehler, die Krankheit, sind herzlich begrüßt. Und ich will auch ganz besonders mein Großer noch mein Merci sagen all den Menschen, mit denen ich mich ja noch mehr als Kirche als am Gebet verbunden spüren. Ich denke nur an all die Menschen, die Schwierigkeiten haben am Gebet. Thema von Haut aus jo Not an de Sege vom Gebet. Mutter Teresa go wemol gefrot, wat Geheimnis von ihrem Leben wär. An ihr Antwort ganz präzis: Gebet. Ein anderes Beispiel. Wie über Gebet an der Katechese geschwert gin ass, ob du hem an der Familie Gebet geif gin huet kann geantwort: Nein, das brauchen wir nicht. Meng Mam, die kann gut kachen. Und Kant hat einen Treffen zum Ausdruck brucht, woran die Not und die Unmöglichkeit vom Gebet besteht. Gebet verschwindet, wo mir die Welt nimmer nach innerem Aspekt gesehen, was wir machen. Action, Power, machen. Als Leben als oft einseitig darüber konzentriert. An den Glauben nun den persönlichen Gott, an die konkret Zwiespruch mit Gott am Gebet, die schenkt zu Zeiten von einem naturwissenschaftlich-technisch geprägten Weltbild vielen belanglos und absurd. Sicher, wir können ten nicht am Tisch einfach stierchen. Das ist wichtig, eine Hand mit uns zu packen. Gefahr allerdings ist, wenn wir uns Leben ausschließlich auf Marke konzentrieren, da besteht Gefahr, dass wir unseren Lebenshorizont anengen. Ja, bieten wir oder schaffen wir, war das da richtig? Das ist eigentlich ein ganz falsch froh. Kirche bietet vielmehr einen alternativen Lebensstil. Es geht nicht einfach Machen und Funktionieren. Den alternativen Lebensstil hat uns der Patroner von Europa, den Heilige Benedikt, mit auf den Weg gehen. Und diesen alternativen Lebensstil, den der Benedikt für 1500 Jahre als gehen hat eigentlich nichts an Aktualität verloren. Und das besteht einfach am Einfachen, am Selbstverständlichen, gerade auch Haut, was kein mehr für selbstverständlich hält, nämlich an einem elementaren Leben an der Gegenwart von Gott, an ein Leben aus der Gegenwart von Gott. Gott an allem begegnen. Ja, wirklich an allem. Nicht nur am Außergewöhnlichen und am Sensationellen, aber auch gerade am Alltäglichsten vom alltäglichen Leben.
Heilig Teresa von Avila, die sagt, es kann ein Gott auch hannete Kartippe begegnen. Als ganz Liebe spielt sich für den Arm von dem gegenwärtigen Gott auf. An Präsenz von Gott prägt das ganz Leben. Das Leben an der Präsenz, an der Gegenwart von Gott, an aus der Gegenwart von Gott, als ein alternativer Lebensstil, den als Wälder wohl auch als Christentum, das hier in Europa mitgehen ist, was man so dringend neidig haben, weil wir mit der Wirklichkeit von Gott immer Männer rechnen und dafür aber auch die Lebensrichtung immer häufig, immer mehr häufig, ohne den Wirt, das heißt ohne Gott machen. Das ist nicht einfach zu beten. Gerade auch am Leiden fällt Beten manchmal schwer, weil es die richtig wieder fehlen oder weil wir keine Hoffnung haben, dass Gebet etwas bringt. Herr, lehre uns beten. Und Jünger sich Jesus adressiert. Und Gebet als die Lebenshaltung von Jesus. Die Jesus zieht sich wie oft zurück, wie mit Gott zu schwätzen oder viel echter kann ich sagen, ob Gott zu lauschen. Gebet, dass sie lauschen. Jesus zieht sich immer nicht auf einen einsamen Platz zurück, wie an der Stille zu beten. Und hier schafft daraus am Gebet Kraft für den nächsten Schritt, bis hin auf Golgotha. Und wir Christen können Jesus am besten verstehen, an ihm auch ähnlich gehen, wann wir beten. Am Gebet erkennen wir, wie Jesus ist. Und am Gebet kommen wir auch mit dem Geist von Gott an Berührung. Ein anderer Aspekt vom Gebet ist Gemeinschaft. Sich zusammen zum Gebet treffen, also sich am gemeinsamen Gebet als Gemeinschaft von Jesus Christus als Kirche erfuhren. Kirche findet hier Identität am Gebet. Eine gute Schwester hat mir einmal gesagt, an diesem Kloster, da machen wir viel Gebet, aber wir beten nicht. Das ist wie beim Schwätzen. Ich kann viel schwätzen, ohne etwas zu sagen. Es geht ja letzten Endes darum, die Innerhaltung, die sich an diesem Gebet vollzieht. Wir machen die Erfahrung am Gebet, dass wir an dieser Zerbrechlichkeit nicht allein sind. Für mich ist den Job am Alten Testament wirklich ein exemplarischen Bieter. Wir kennen den Job ja aus dem Alten Testament, dem mit ganz viel Leid konfrontiert ging, dem alles geholgen ist. Und noch für sein Leid aus seinem Entourage nach dumm wird hier geschwärzt haben. Und das wissen wir auch, wenn das nicht gut geht, wenn ihn dann also dumm Kommentaren hört, wie schwer ist es dann? Und das war dem Job seine Situation. Hier stellt Gott Frohen. Und hier bietet auch Zuwendung, dass sei Leid erleichtert soll gehen oder zu eng gefordert soll gehen. Der Job ist ein Mensch, der Gott ganz echt hält. Aber hier ein Unglück trifft, du konnten trotzdem Gott nach Löwen. Am 1. Kapitel 21, du heißt es, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Ich bleibe immer nicht stehen, wenn ich die Satz höre, der Herr hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Wenn ihn alles weggeholt kriegt, und aber Gott nach Löwen, dann musste Job ein gottverbundener Mensch gewesen sein. Der Job verliert Gott aus einem großen Misere nicht. Gott ist für ihn an allem die letzten
Rettungsanker. An allmass, du gimmer opgerufen, erhebet die Herzen. Und wir antworten dann, wir haben sie beim Herrn. An alle menschliche Situationen, an allen Hechten, an Deifte vom Leben, gimmer an der Eucharistie, an dort auch darüber raus, dass wir als Herz ob Gott ausrichten. Christus als den endgültige Sonnenobgang an der menschlichen Geschichte. Nicht einfach das äußert an ob Jesus Christus blicken. Verzielt, dass die innere Ausrichtung vom Gebet ob Jesus Christus als ein Pascha-Geheimnis, das auch zum Ausdruck kommt an obliegt an Maria. Weil Maria als die wirklich Vierbieterin, sie biet vier am Glauben, an der ganzen Kirche. Und war nur der Himmelfahrt von Jesus, wie sich die Aposteln zusammen mit den Frauen, die Jesus nur gegangen waren, an Maria, am Abendmahlsaal getroffen, sich versammelt hatten, und da heißt es, sie waren einmütig im Gebet. Maria erweist sich hier als Mam von der Kirche, die biet. Ja, als ganz Leben soll geprägt sein vom Gebet. Am 1. Thessalonischer Brief 1,17 da heißt es, betet ohne Unterlass. Das heißt nicht, dass man viel wieder sollen machen, mir das als Sehnsucht, als tiefste Sehnsucht ob Gott ausgerichtet soll sein. An den Bekenntnissen vom Heiligen Augustinus da heißt es, wer Gott sucht, wird ihn finden. Und wer ihn findet, wird ihn preisen. Ja, der Glauben als schön. Choisi pour exister dans la prière. Prends en tes mains le monde entier et sa misère. Choisi pour l'unité de tous tes frères. Ouvre tes bras et reconnais les dons du Père. Choisi pour son festin et pour la Pâque, ne goûte plus qu'au vrai levain
d'un de ces passages. Dieu fait de nos anges Jésus-Christ, des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, qu'il nous délivre. Für den Herrgott dürfen wir kommen, so wie wir sind, mit allem, was wir um Herz haben. Vertrauen wir ihm dafür lo als Ulayes un. Dieser Gesellschaft als stärkte Janee gerüsselt gehen. All Gemeinschaften, auch die von der Kirche, sollen mit Courage an der Fried zusammenleben han erfrohen, an ein Stück neu aufbauen. Dürfen bitte mir, Herrgott heia is. Los mir beten für all die Botschaft von der Barmherzigkeit konkret gelosen an ihrem Leben, dass sie kreativ bleiben, an die Herzen von den Menschen erreichen. Dürfen bitte mir, Herrgott heia is. Los mir beten für all die schwere Schicksalsschläge erdrohen müssen, dass sie genug Realität sind, für das schwer zu packen, und da behalen für das Kind vom Leben. Dürfen beten mir, Herrgott heia is. Prions pour les malades, pour tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, qu'ils trouvent des mots qui soutiennent et des gestes qui consolent. Seigneur, écoute-nous et prends pitié. Seigneur, écoute-nous et prends pitié. Prions pour nos lieux de vie et d'engagement familiaux, professionnels ou autres. Que nous sachions communier à partir de l'Évangile et partager en toute simplicité nos joies et nos peines. Seigneur, écoute-nous et prends pitié. Seigneur, écoute-nous et prends pitié. Prions pour tous ceux qui nous ont déjà quittés, qu'ils reposent sans maladie ni douleur auprès de Dieu, qui veut nous consoler. Seigneur, écoute-nous et prends pitié. Seigneur, Bringe mir an dem Moment von Stille all die Ulayes, die lo nach nicht ugeschwert gesehen, für unseren Herrgott, an ist Gottes Mam, ist Trästerin am Leid. Dürfen bitte mir, Herrgott heia is. Père de toute miséricorde, regarde ton peuple ici rassemblé. Sois favorable à l'écoute de nos prières et par l'intercession de Marie, consolatrice des affligés, fortifie notre foi et ouvre nos cœurs aux 1000 raisons d'espérer. Nous te prions par le Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Regina Celi, letare, alleluia, quia quem mero esti portare,
Salutare Virgo Maria, Alleluia. Quia surrexit Dominus vere, Alleluia. Lasset uns beten. Gott, du hast durch die Auferstehung deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, die Welt erfreuen wollen. Wir bitten dich, lass uns durch seine Mutter, die Jungfrau Maria, die Freuden des ewigen Lebens erlangen. Durch Christus, unseren Herrn. Tantum ergo sacramentum veneremur cernovi, et antiquum documentum novo cedat ritovi, prestet fide sublimentum sensum defectovi. Genitori genitoque, lauset jubilatio, salus ono virtus quoque, silet benedictio, procedenti utroque, comparsit laudatio. Amen. Panem de cielo presitisti eis, Alleluia. Omne delectamentum in se aventem, Alleluia. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tue memoriam reliquisti, tribue, quesumus, itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.
Wir haben pontifikal Andacht über Drohen aus der Kathedral von Lützeburg. Die könnt ihr nach ein Keier lauschen, die Woche über 18 Uhr, Montags 19 Uhr. Und von Montags bis Freitags auch 23 Uhr Dock. Und ich mache schon darauf aufmerksam, ob die Schlusspression vom nächsten Sonntag, herzliche Invitation, 15 Uhr dabei zu sein, wo wir auch unsere Gelaven nach außen hin drohen, an die Schönheit von unserem Gelaven, auch die Leute an unseren Zeitgenossen weisen. Des Weiteren rufen ich denke ja ab, für ihre Generosität zu weisen, mit einem Don für die Restauration von der Urgel hier aus der Kathedrale. Kontosnummer fand ihr auf katol.lu. An lo gehen wir den Mikro zurück an das Studio.